An dëssen impressionanten Déieren komme mir lo bei Mënschen, déi dagsrecht schaffe ginn, wann Äner schon hire Feierabend geneessen. An eiser Serie Nuetzschicht geht et lo bei Deisebunn. Am Centre de Maintenance zu Bonnewe schaffen eng 300 Leiit. Eng Reidefunner och an der Nucht. Rosa Clemente huet 2 jong Männer begleet, die rondem Dauerammer sät sinn. Sie mache kleng bis mëttelgros Depanagen an Entretien und den Zich. Ich bin froh, ein Glas von einem Nottummer von Terren. Hast du noch ein Symbol? Du? Das 21 Auer. De Max Bämchen und den Tim Scholtes haben just hier Nuetzschicht angefangen. Okay, ich gucke noch, wie das fallen. Yes. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Zusammen mit 2 weiteren Mechatroniker sind sie den Ofen für den Depannage von den Zich zuständig. Yes. Okay. Gut. Wir sind nämlich zu Bonneweich am CM24, dem Centre de Maintenance von der CRL. Nutz gehen heute kleiner groß Boboen rund um Deisebunn kontrolliert, aber nicht gefleckt. Ein nächster geplanten Ersatz steht doch schon hier. Für dich müssen der Max und den Team aber bis rüber an den Magasin am Atelier Central. Wir bringen uns die Glasscheibe vom Nottummer, für das wir die anwürzen können. Top, merci. Ja, nun die Scheibe und dann können wir die würzeln gehen. Gehen wir nach Geschirrsicher Yes. für das Sicherheitssystem. Und dann kontrollieren wir die mal. Hier sind wir am AC, das ist eigentlich ein Hauptatelier für Revisionen zu machen. Sich kommt hier ran, wenn man für die Achse auf dem Dach brauchen oder einen Zug an Fuss, dass man da guten Zugriff haben. Und da stehen noch die meisten Stockage-Sachen aus dem Magasin, zum Beispiel die meisten Revisionsgleiser und noch Stecker für Sicherheitstester zu machen und andere Sachen noch. Das ist Glasscheibe, ja. Okay, dann kann man sich schon zurücktröppeln, wo wir kommen sind. Ja. Dann gehen wir auf die Maschine. Das ist schon schön, hier oben drum zu tröpfeln. Das ist ein bisschen wie ein kleines zweites Heim. Ich wollte eigentlich am Anfang nicht unbedingt rein auf Deisebunn. Ich habe einfach ein bisschen drum geguckt, weil es für mich geht gut. Weil ich immer ein bisschen am elektrischen Gär gemacht habe. Und dann war ich auf Deisebunn, um mich für Mechatroniker dafür stellen. Das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, wie ich bis am Gang war, weil ich direkt begeistert für das zu machen. Und das finde ich richtig cool fand. Ah, da steht es. Mein Bruder ist auch schon drauf. Ich habe einen Fehlerspeicher vom ETCS und zum Sicherheitssystem durch. Man darf es offensichtlich fahren. Hier war alles klingt, das ist hier okay Fehler, den offensichtlich ist. Dann den DRU, eine Blackbox von der Maschine, wenn irgendwo ein Accident ist, wo alles Daten abgezeichnet sind, durch die noch verschiedene Fehler draufstehen. Wenn ich falsch Tonnen agin, das ist auch nicht weiter schlimm ist. Du mal leider nicht Mikrokritis fand, wo du mal weitermachen an Hanno, Pauschaltest musst machen, um zu gucken, ob der das fangen. So, dann muss man auch den Emergency Brake Test machen, das für die Notbremse zu testen, ob das System auch während der Strecke kann Notbremse machen und das hat auch sicher funktioniert. Also für dich musst du dafür Bremse lesen. Die Seite mit Bremse, die geht bei los, dann ist das System von allein. Und hier seht schon die alle dabei. Wir sind heute weit fertig, wir fangen an, den Computer tanken und dann wir uns dann mehr. Die neue Maschine ist so, das Sicherheitssystem hier, du findest den Computer oder für Tieren kannst du auch auslesen. Denkst auch Computer, wenn die Probleme machen, für auch Fehler können zu löschen oder das zu vergleichen, wenn ein Auto an die Garage geht, dann sie lesen am Computer
an ein Auto Fehler huet, du mal aus, kannst du mal vergleichen. Aber als Kind war ich auch schon immer ein bisschen fasziniert von sich. Ich fand es immer cool, die zu gucken. Und wie wenn man ein paar Wochen geschafft hat, als Accrocheur in Zigemund nie gehangen. Dann komme ich eigentlich mit einem Flyer heim und hat man gewiesen, dass sie Ausbildungsstellen haben. Und dann habe ich mich eben dort gemeldet und seitdem bin ich hier. Ich vergleiche das immer gerne ein bisschen mit RTL. Ich weiß, dass wir keine Ziege aufschläfen, aber wir gehen aber auch raus auf die Strecke. Was sie von der Gas stehen, können wir sie auch depanieren, so gut wie wir können. Und das ist an sich so den Job, den wir hier machen. Hier den sich ein bisschen Spaß gemacht und Pfützerfutti gemacht und Hummer mitgeholt. Ich weiß nicht genau, was er möchte, aber wir mussten auf jeden Fall eine neue montieren. Zack. Den Hummer ist remassat, Glas ist neu drauf gemacht. Da gehen wir den Atelier für die kleine Depanage. Da waren das Problem mit der Höchstspannung zu, und ich kurz auf dem Dach gucken, was da nie geschieht ist, und dann bin ich das. Nur trüppeln wir hier relativ viel. An einer Schicht ungefähr so 10.000 Schritt. Hast du ein bisschen mehr, hast du ein bisschen mehr, ein bisschen Flur, wo die Sachen stehen, wie viel Arbeit wir haben. Owe ist relativ spektakulär, auch mit all den Luchten, wenn es an der grossen City gesehen ist. Es ist relativ flott. Oder auch für Weekends, wenn wir mehr lang sind wie Samstags, da sind wir ganz allein, das keiner auf der Nötig hier. Das ist mal cool, einfach mal ganz allein durch die Stadt zu laufen, ohne dass du einen anderen Umgang als irgendetwas zu machen. Ja. Hier also die Konsole für die Katenär und ausschalten und das Mod für das Gleis einfach schüsst. So, da muss man die Katenär rausschwenken, die fährt nur ran. So, da schaut man noch frei von den Schlüssel, die man für den Recruit tun. Hast du Anlage, zack, und dann können wir den Tisch führen. Hier war ein Überschlag oben auf der Katenär, wie noch heute da gesagt. Das ist wie einfach so der Blitz, den einfach übergeschlagen hat. Man kann nicht rüber. Und das kann eben heute so Brandspuren verursachen oder dass vielleicht abs Futti geht. Und der Teil ist so nicht weiter schlimm. Hier war ich nicht auf den Abschnitt selber, das kann vorkommen, wenn es regnet oder so weiter. Oder besonders am Winter gesehen, das oft, wenn den Zug fährt, dass es über Blitz. Das von alles gefroren ist und der Blitz entfriert, dann kann er sitzen unfreiwillig. Mir das nein, ich fand auch normal aus. Die Maschine ist sowieso immer geehrt, das heißt, falls ich etwas auf den Zug selber drauf geht direkt drauf an die Schienen. Ich bin drauf selber sicher. Merci. Ich gehe schon so, am besten gibt mir aber schon nötig gefallen. Weil die Ambiance ist einfach auch nicht, dass sie morgens in der Mitte ist. Was mir ruhig wie dich. Und ja, ich habe doch einfach ein cooles Gefühl, wenn die anderen schlafen gehen, zu arbeiten. Und morgens ist dann umgedreht, du kannst schlafen gehen, wenn die anderen arbeiten gehen. Das ist einfach auch nicht das wie so eine Mitschicht, eine Freischicht. Also für Privatleben habe ich Freischichten am liebsten, aber zu arbeiten habe ich Schnittschichten am liebsten. Weil privat ist halt berechtigt am schönsten, weil ich 6 Stunden muss arbeiten und dann um 12 Uhr schon frei und an dem Moment noch die ganze Mitte kann mit meiner Familie verbringen. Nötschichten halt, weil die meisten Sachen, die fahren halt oben sind, weil dann sich nicht fahren und dann darf ich auch du hast die mich flott für die zu machen. Solange du beschäftigt bist, ob der Nötschicht du geht mit der Möglichkeit, solange du beschäftigt bist. Wenn es natürlich ein bisschen werden muss, was man auch heinz zu tun, bis ein Telefon zum Schalter mal rausgehen, da kann ich schon heinz so ein bisschen mitgehen, ja. 1 zu 3, 1 zu 3, was ist das? Jo, 1 zu 3, 1 zu 3. Also, so haben wir eine Behindertenrampe, die nicht soll funktionieren. Und wir noch eine Toilette, die auch nicht soll verriegelt können gehen.
und dann gi man dat kontrolieren. So, die geht. Okay. Ja. So wir sind heile fertig. Wir gehen a Stecker natlesichen fir den nächsten Zug an dann deponéieren wir den fertig. Ja, und wir machen also auf dieser Platz dann lo aus dem Stöps für den Depanneren nicht mehr am Weh zu stehen. Wir wollen ja schließlich, dass sich Moes mal Zeit starten.